Dashle, ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibet-TV-Studio hier in Kangi Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama begrüßt die Entscheidung der Europäischen Union, einen Wiederauffüllungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro einzurichten. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama gab vom 17. bis 19. Juli eine dreitägige Belehrung über Chandrakirtis Eintritt in den Mittelweg. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung kondolieren zum Tod von John Lewis und den Flutopfern in Assam. 2 Tibeter wurden in Osttibet inhaftiert, nachdem sie ein Lied komponiert und gesungen hatten, in dem der Dalai Lama gelobt wird. Mönchsforscher sind eingeladen, sich für eine Ausbildung an dem gemeinsamen Projekt russischer Wissenschaftler und buddhistischer Klöster einzuschreiben. Der italienische Abgeordnete Matteo Luigi Bianchi fordert seine Regierung dazu auf, ihre Position zu Chinas zunehmenden Gräueltaten in Hongkong und Tibet zu ändern. Chinas Seminare über Tibet, ein Versuch, sein Gesicht bei den Vereinten Nationen zu retten. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama begrüßt die Entscheidung der Europäischen Union, einen Wiederauffüllungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro einzurichten. Das Geld soll für den Wiederaufbau der EU-Volkswirtschaft bereitgestellt werden, der durch die Pandemie von Covid-19 zerstört wurde. Nach fast 5 Tagen der Diskussion veröffentlichte die EU die Einzelheiten des Covid-19-Wiederherstellungsfonds. Die Europäische Kommission wird das Geld an den Finanzmärkten leihen und fast die Hälfte des Betrages von 390 Milliarden Euro als Zuschüsse an die am stärksten betroffenen EU-Staaten verteilen. Der Rest wird als Darlehen bereitgestellt. Die EU hat erneut gezeigt, wie wichtig es ist, die gemeinsamen Interessen aller ihrer Mitglieder zu berücksichtigen. Durch beharrliche Verhandlungen und Kompromisse haben die jeweiligen Führer eine Einigung erzielt. Dies zeigt die Weisheit und Reife in einer Welt, die oft durch emotionale Krisen verunsichert ist, sagte seine Heiligkeit in seiner Erklärung letzten Mittwoch am 22. Juli. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama gab auf Wunsch von Nalanda Shiksha vom 17. bis 19. Juli eine dreitägige Belehrung über Chandrakirtis Eintritt in den Mittelweg. Seine Heiligkeit sprach unter anderem über die 4 edlen Wahrheiten von Buddha Shakyamuni und sagte, dass kein fühlender Wesen dem Leiden begegnen will und Buddha deshalb als erstes über das Leiden gelehrt hat. Auch betonte seine Heiligkeit die Wichtigkeit von Sanskrit als gelernte Sprache und bekräftigte, dass es sich lohnen würde, sowohl Nagarjunas als auch Chandrakirtis Texte in Sanskrit zu lesen. Nirodha. Nirodha is complete elimination about the source of suffering, cause of suffering. Then, 4th marg, path. So now important is we have to analyze or investigate the cessation of all these the negative emotion, because the negative emotion is the causes of suffering. Am 17. Juli verstarb der US-Kongressabgeordnete und Bürgerrechtsikone John Lewis im Alter von 80 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs. In seinem Beileidsschreiben drückte seine Heiligkeit seine Traurigkeit aus, indem er sich an John Lewis' Engagement für Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit erinnerte und es lobte. Dr. Lobsang Sengye sowie Pema Jungne, Sprecher des 16. tibetischen Exilparlaments, sprachen den Familienmitgliedern von John Lewis ihr tiefstes Beileid im Namen des tibetischen Exilparlaments und der Tibeter in und außerhalb Tibets aus. Am 17. Juli schrieb seine Heiligkeit der Dalai Lama dem Ministerpräsidenten von Assam, Sarbananda Sonowal, und drückte seine Solidarität für den Verlust durch die Überschwemmungen aufgrund des Monsunregens im Staat aus. Seine Heiligkeit sprach allen Familien, die Angehörigen verloren haben, und allen, die vom Unglück betroffen sind, sein tiefstes Beileid aus. Der Dalai Lama Trust leistete eine Geldspende in einer unbekannten Höhe für die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen in Assam.
Der unaufhörliche Monsunregen hat laut dem täglichen Bulletin der Assam State Disaster Management Authority 4 Millionen Menschen in 27 der 33 Bezirke des Bundesstaates betroffen. Durch die Überschwemmungen sind bisher 97 Menschen ums Leben gekommen. 2 Tibeter wurden in Osttibet inhaftiert, nachdem sie ein Lied komponiert und gesungen hatten, in dem der Dalai Lama gelobt wurde und es in ihren sozialen Medien veröffentlicht hatten. Der tibetische Texter Kado-Tsede und der Sänger Tsegao wurde Anfang Juli im Dorf Gongshu-Hongor im Landkreis Tsigou festgenommen. Eine weitere Person aus derselben Region wurde ebenfalls verhaftet, weil sie das Lied geteilt hatte. Das Sänger- und Komponistenduo wurden wegen angeblicher Subversion des Staatsrechts und der Verbrechen der Staatssicherheit angeklagt. Kado-Tsede wurde zu 7 Jahren und Tsegao zu 3 Jahren Haft verurteilt. Kado-Tsede war zuvor Ende 2012 für 2 Jahre inhaftiert, weil er an den Studentenprotesten 2010 in Repkon teilnahm. Mönchsforscher sind eingeladen, sich für eine Ausbildung an dem gemeinsamen Projekt russischer Wissenschaftler und buddhistischer Klöster einzuschreiben. Das Projekt konzentriert sich auf die Veränderung der Bewusstseinszustände und das Tukdam-Phänomen. Die Initiative basiert auf der Idee seiner Heiligkeit des Dalai Lamas, dass die westlichen wissenschaftlichen Methoden des Meditationsstudiums von den Anhängern des Buddhismus selbst in Zusammenarbeit mit westlichen Forschern angewendet werden sollten. Das gemeinsame russisch-buddhistische Forschungszentrum besteht aus 2 Einheiten von 7 buddhistischen Klöstern. Die Äbte der Klöster Sera Jay, Sera Mey und Döshilimbo und Drepung Gomang, Drepung Loseling, Gandhi Jangtse und Gandhi Shartse unterzeichneten eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der russischen Seite und insbesondere mit dem Akademiker N.P. Bhaktereva Stiftung zur Unterstützung der Gehirnforschung. Im September 2019 haben 8 Mönche aus diesen Klöstern bereits eine Ausbildung in Russland im Rahmen des Programms Middle Way Approach in Neuroscience abgeschlossen. Der italienische Abgeordnete Matteo Luigi Bianchi forderte seine Regierung letzten Montag dazu auf, ihre Position zu Chinas zunehmenden Gräueltaten in Hongkong und Tibet zu ändern. Der Gesetzgeber Bianchi betonte, wie wichtig es sei, einen Standpunkt zur Durchsetzung des nationalen Sicherheitsgesetzes durch China in Hongkong zu vertreten. Abgeordneter Bianchi fügte hinzu, dass sein G7-Land wie Italien seine Position zu China klarstellen sollte, da es nicht ausreicht, nur Verurteilungsurteile zu verhängen. Er warnte vor Chinas Expansionspolitik und betonte, dass die internationale Gemeinschaft die eskalierenden Bedrohungen durch China stoppen müsse. Matteo Luigi Bianchi ist ein langjähriger Anhänger Tibets und aktives Mitglied der italienischen Fraktion für Tibet. Anfang Januar dieses Jahres sprach er während einer Parlamentssitzung Fragen zur Lage in Tibet an und verwies auf Fälle der Zerstörung Chinas seit seiner Besetzung Tibets. Das CGTN, eines der offiziellen Sprachrohre Chinas, hat berichtet, dass China am 14. und 15. Juli in Chongqing und Peking Seminare über Tibet organisiert hat. Die Themen des Seminars in Chongqing waren Tibets soziale Entwicklung und Fortschritte in den Menschenrechten und Erfolge und Perspektiven für die Beseitigung der Armut in Tibet. Der Informationssekretär der tibetischen Zentralverwaltung Tseva Gyabo Arya betont im Interview mit Tibet TV, dass diese Seminare über Tibet nichts anderes als ein Versuch seitens China ist, ihr Gesicht während den laufenden 44. regulären Sitzungen des Menschenrechtsrates in Genf vor den Vereinten Nationen zu retten. The Chinese government, they have organized 2 seminars in Beijing and in Chongqing city of China, in which they have said that they have made a lot of development in Tibet. There is human right, there is religious rights. But all this is wrong and misleading and not true. So why China is doing this right now is that right now there is a 44th UN Human Rights Council session going on in Geneva, in which more than 50 UN experts, they have made submissions and then they called about the gross human right and religious right violation in China, Tibet, and East Turkestan and other regions. So in order, China has organized these 2 seminars in order to make us as a face-saving measures and to give a reply to the UN. But this is not true and false. And China should instead pay attention to the petitions that these 50 UN rapporteurs they have made, and then they should stop organizing these kind of fictitious seminars on Tibet.
So viel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.